sind wir wieder. Koffer mitnehmen, jetzt wird's mystisch. Vor allem dieser schöne Bausatz, nicht so ein Scheißdreck wie bei Resident Evil 2. Tu mal den Koffer untersuchen. Ich muss da mal auf X drücken. Ja, genau. 3, 8, 5. Toll, Hochsicherheits Fort Knox Koffer. Ich schreibe jetzt auch meine Bankkarte, Geheimnummer auf. Vergiss es wenigstens nicht. Schick, schick. Stellen wir immer gerade die Frage, wer von den zwei hat jetzt das Werkzeug dabei, um das da hinzubauen? Na gut, die sind ja in ihrer Waffenkammer. Ja. Aber trotzdem da jetzt an Billy die Bazooka gehen. Noch zusätzlich. Vielleicht mit den Flaschen austauschen, Emblem, wie auch immer. Munition auch noch vorsichtshalber. Und die Flaschen da die auch zu ihr holen. Da Billy nämlich Platz braucht. Lass noch den aufsplitten. Okay. Und Billy auch wieder auf. Jetzt sind das sowieso zu viele Items, dann müssen wir nachher sowieso nochmal sowieso nachher nochmal runterlaufen. Wer ist auf Vorsicht? Der Billy? Ja. Oh, man muss aufpassen. Zur Rebecca switchen. Und da oben nochmal genau umgucken. Das würde ja schon mal die Muni-Eis ab. Wieder zu haben. Das ist jetzt ein Hin- und Her-Geswitche. Du weißt das ja auch nicht mal, bei Resident Evil. Was für Granaten waren gegen die Hunter die effektivsten? Ich glaube, die normalen Granaten, die grauen. Säure hat das überall gewirkt, glaube ich, oder? Waren nicht mehr Säure. Ja, aber verballert zuerst nur die eine im Abfall, dass wir den Item bloß haben. Du musst auf den Knopf drücken. Ja, der ist zuerst mal ein Bazooka ausrüsten. Kampfsequenz eingeleitet. Alte Bekannte. Aber das Gute ist, wenigstens gibt es keine Instant-Kills wie bei Ausrüsten, zuerst den Nachbarn kriegst verhorzt, wenn du den Item bloß hast. Soll ich dann einmal schießen und gleich ins Menü gehen? Die Hunde, die kleinen Hunde, die. Oh. Die zappeln irgendwie nur so lang.
Aber wenigstens gibt es keine Instant-Kills wie bei Resident Ja. Evil 3, weißt du das noch? Angesprungen und einen Kopf runtergehauen. Das war ja wieder Hammer. So, jetzt hast du aber genau einen Itemplatz zu wenig. Er ist voll, die Rebecca ist voll und die Magnum-Munition liegt noch. Das heißt, du musst später nochmal hier laufen. Da haben wir nichts Tolles, was wir liegen lassen können. Oder? Die Rebecca, also die ist dabei. Die hat auch noch Waffenzeug dabei, gell? Schaut dir mal an. Das sieht man in der falschen Ah, die hat noch einen Platz. Siehst du? Haha, ein Traum. Ach, die war auch schon voll die gutste. Da wir da dann eh nicht mehr hin müssen und bei den Spinnen wieder vorbeilaufen, dann erst einmal direkt mit einer Waffe ausrüsten und ein Billy auf inaktiv stellen. Dabei. Was? Ein einziger Schuss? Das ist jetzt aber schon ein schlechter Scherz, oder? Für Magnum genau einen einzigen Schuss. Wie viel kriegst du dann auf schwer? Einen halben? Dann haben wir schon auf normal geklickt. Ja. Ja, eine ganze Schachtel für eine Kugel. Was soll jetzt hier da machen? Nein, dann ein Billy auf inaktiv stellen, damit der nicht auf die Spiel. Oder? Follow me. Ja, schon mitnehmen, aber auf inaktiv, außen auf inaktiv. Ja. Gut, weil sonst verballert ihr die Munition bei den Spinnen. Die Spinnen, die vorbeilaufen. Wir müssen mit Checkt irgendwo. ja das auch noch vorbei zum Machen. Ja, ja. Der checkt das mal schon. Hoffentlich checkt ihr das. Ach, du warst ja da schon überall. Ja, gut. Dann geht's eh wieder zurück. Ein Schuss! Hey, Wahnsinn! Das ist ja schon fast gar nicht wert zum Mitnehmen. Du kannst die einmal erst einmal ablegen, weil die Magnum kriegen wir erst immer ganz ins Haus später. Die Magnum kriegen wir erst einmal von der Ausbildungsstätte abhauen. Da sind wir da aber nicht ganz fertig. Oh ja, da sind ja wieder Zombies. Ja, auch nicht mehr. Wo sind die? Ah, da sind. Ja, klar. Einmal bissen war dann schon so auf Orange. Du musst das mit Billy genauso schießen können. Nicht klar, ich will dich. Das läuft jetzt alles schon ein bisschen Munition sparen da.
R-Knopf ist nicht mehr gerade der prickelndste. Nicht? Ja, da gibt's aber nichts. Ja, stimmt mal. Mit dem Kanister, der die Raspberry Molotow Cocktails macht, das ist nämlich wieder ein Item weniger in der Eingangshalle. Und den einen super tollen Magnum Munitionsschuss. Also das kann ich gar nicht fassen. Das ist ein einziger Schuss. Die Tafel kannst du auch ablegen. Das war frisch. Oh, du bist ja im Normalmodus bist du echt auf die Molotov Cocktails angewiesen. Stell dir mal vor, du darfst die Leech-Idioten dann auch noch mit. Ach so, okay. Ich dachte, es ist schon verschwunden jetzt. Alles klar. Achso. Ich habe jetzt auch nicht überrissen. Ja. Da waren ja da 3 übrig, genau. Und dachte, hör, wo ist jetzt die Flasche hin? Ah. Die sind beide schon orange, gell? Die brauchen beide schon fast ein bisschen eine härtere Heilung. Ja, hilft das nichts, oder? Ja. Das haben wir jetzt einmal erst eine Kräuter und speichern nochmal davor, bevor es die Kräuter frisst. Da die da das nicht mehr. Das ist speziell. Der Billy hat hinten, nein, das ist Farbbad hinter dem Billy, gell? Schauen wir auf Karten, das haben wir jetzt ja keine Kräuter mehr, nur noch das eine da. Ja, da sind schon noch welche, oder? Oder? Ist noch nichts da. Schauen wir auf Karten. Jetzt kriegen wir langsam ganz schön Stress. Das ist halt noch da, gell? Ja, jetzt ist Na, dann nimmst du den Mix, ist auch wurscht. Wow. Oder begnügst du mit denen? Wenden. Aber wenn wir da, wo wir jetzt hin müssen, nicht vielleicht ein rotes Krautbild zu mischen? Ja. Wenn ein Gegner kommt, dann kann man selber noch schnell nehmen. Dann haben wir irgendwie. Was ist da denn nicht? Ja. Dann möchtest du mit Billy spielen. Möchtest du Billy starten? Achso, ja, ist egal, weiß nicht, was jetzt, ja? Du hast doch Schlüssel. Dann haben wir beide nur mit einer Waffe ausrüsten. Speichern. Das werden wir mit Billy machen. Nun speichern mal gleich einen Schnitt. Nur die Eingangshalle ein bisschen aufräumen. Es wird langsam ein bisschen unübersichtlich da. So, Auch einfach, ich habe so viel Kräuter gehabt, dass ich es eben in den Esszimmer drüben schon abgelegt habe. Alles. Da habe ich auch das Zeug, da habe ich so auf der Karte sagen müssen, wo das ungefähr liegt, weil du das nicht mehr siehst.